Aha. Aha. Das kenne ich. Da musst du dran drehen. Und dann kannst du deinen Wunsch vorbringen. Also so. Ich will den Dolch. Bitte. Kennt ihr das noch? So, was ist das? Was guckst du denn so blöde? Mach, geh weiter. The Roman occupation brings tension to our town. Guten Tag, ihr Leid. Warte mal, mein Hütchen ist verrutscht. Guten Tag, ihr Leid. Wir spielen weiter I Am Jesus Christ. Und heute spielen wir mit dir, Petrus, die Reise nach Jerusalem. Ihr seht hier 8 Bänke. Ich habe 9 Freunde dabei. Es kommen sogar immer mehr. Das wird eine interessante Veranstaltung. Okay? Gut. Danke. Tschüss. Spielt immer alleine. Wir sind zu viel, habe ich gerade gemerkt. Nein, ich will mich hier eigentlich noch ein bisschen umgucken, weil das ist ja voll die große Stadt hier, weißt du? Da will ich mich ein bisschen umgucken, ob ich noch was Glitzerndes finde. Was ist das hier? Ein Fußballplatz? Ey, Junge, du siehst gar nicht gut aus. Huch. Ich kann den heilen? Die Diener des Pharisäers stießen mich gegen die Wände. Sie schlugen mir den Kopf ein, weil sie sagten, ich würde ihren Weg verunreinigen. Ja, gut. Achso. Auf die Stelle zeigen und L2 zum Heilen drücken. Achso. Da. Heil. 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 Heilig's Blechle, dem haben wir es gezeigt. Der Schmerz ist vergangen, gesegnet bist du. Die Pharisäer sollen sehen, dass du den Mann geheilt hast, den sie verachten. Hast. So, habe ich gut gemacht, oder? Finde ich auch. Also, schön. Ich wollte aber eigentlich hier auf den Fußballplatz gehen. Tag. Es ist gar kein Fußballplatz, glaube ich. Was ist denn das da für einer? Na? Alles senkrecht? Nee. Nee, nicht wirklich. Okay, wie kann ich dir helfen, mein guter Mann? Go away from me. Warum? Was ist denn dein Problem? Oh, warte. Hier. Exorzismus. Willst du exerziert werden? Exorziert. Exerziert ist was anderes, glaube ich. So, gut. Denk daran, dein Gehorsam und deine Treue werden das Heil vollbringen. Vertraue auf meine Gegenwart und auf die Kraft, die dich führt. Komm mal her, du. Bleib stehen. Hab ich dich, du Hühnerschrecke. Auf ins Portal. Oh. Neue Belohnung, Erfolg freigeschaltet. Was? Och Mann, ich kann doch mit dem Ding hier eh nichts anfangen. Was habe ich denn jetzt hier freigeschaltet? Berufe die Apostel, vollbringe Wunder. Löse Rätsel in der Oase der Wunder. Ich weiß nicht immer, wo die Oase der Wunder ist. Ja, komm, was weiß ich. So. Oh, guck mal, da drüben ist ein Glitzerding. Kann ich hier? Ja. Kann ich mich hier noch ein bisschen umgucken? Ach, guck mal, da ist ein Pharisäer. Komm, dann fragen wir mal was. Na? Junge, deine Schuhe sind offen. Bereit für ein bisschen Rätsel, als ob du von einem Pharisäer geprüft würdest? Wie als ob. Du Dödel, du bist ein Pharisäer. Wie viele Plagen sandte Gott über Ägypten, bevor der Pharao die Israeliten ziehen ließ? 10. Weiß jeder. Ist bekannt. Zack. Natürlich richtige Antwort. Was hast denn du gedacht? Meinst du, ich bin doof oder was? Das weiß jeder. So. Okay, was geht denn hier ab? Die Gebete einer Mutter wurden gehört, auch wenn ihre Stimme nie laut wird. Also meine Mutter, die Stimme wurde laut.
Auch beim Beten. Wenn sie gesagt hat, Herrgott, Sakra Dunakail, hat sie alles gesagt. Womit habe ich das verdient? Was ist denn das hier? Also das ist nicht die Bundeslade. Ach, das ist so. Wir müssen nur flexibel sein, dann trinkt die Welt a Appleboy. Oder so. Oh. Als er vortrat, wurde die Menge still. Manche kamen, um zuzuhören. Manche kamen, um zu urteilen. Andere wollten nur den Mann sehen, von dem sie gehört hatten. Dann trat Jesus vor, blickte die Menge an und begann zu lehren. In seine Taschen oder so. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter Räuber. Sie nahmen ihm alles, schlugen ihn und ließen ihn halbtot am Weg zurück. Ein Priester kam dort vorbei. Er sah den Mann und ging weiter. Dann kam ein Levit. Auch er sah ihn an und ging vorbei. Doch dann kam ein Samariter, ein Fremder, von vielen verachtet. Er sah den Verwundeten und hatte Mitleid mit ihm. Er hob ihn auf und brachte ihn an einen sicheren Ort. Dann sagte er, kümmere dich um ihn. Und was noch nötig ist, werde ich bezahlen, wenn ich zurückkomme. Sag mir also, wer von diesen hat sich als nächster für den Mann erwiesen? Der ihm Barmherzigkeit erwiesen hat. Geh nun und handle genauso. Was willst du von uns, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, um uns zu vernichten? Ich weiß, wer du bist. Heilige Gottes. Was? Ja, und? Also, ist doch so. Was ist denn hier los? Reinigung des Tempels. Komm mal her. Mach mal es doch nicht so schwer. Okay, pass auf. Hab ich dich, du kleine Frichtel, du. Auf ins Portal. Zack. Ist das hier eigentlich ein Tempel, oder was? Wo ist denn jetzt der Motzekopf hin? Wo wir gerade, den wir gerade gereinigt haben, ist er verschwunden, oder was? Die anderen... Also der andere, der hat dann halt, guck mal hier, das ist eine Reisesparkasse. Du kannst dein ganzes Erspartes mitnehmen auf Reisen, feine Sache. Ich habe früher immer so einen Brustbeutel gekriegt. Kennt ihr die? Kriegst du meistens in der Grundschule auf Klassenfahrten von deiner Mutter und dann sagt sie, hier hast du ein Brustbeutelchen, dann mache ich das Geld hin. Aber immer unter die Kleider machen, dass es keiner sieht, sonst kriegst du geklaut. Ja. So, okay. Jetzt. Lass mal. Ui, genau. Guck mal. Was haben wir hier? Das Wunder der Heilung. Oh, hier gibt's noch was. Ein Pharisäer. Da waren wir doch aber schon. Exorzismus? Okay. Diese Stadt ist rein. Okay? Gut. Wir müssen. Guck mal hier. Wir machen mal. Ja, wir machen mal ein bisschen schneller. So, jetzt wieder langsam. Wie gesagt, ich finde das nicht gut. Leute sollen Jesus als einen sehen, der gemessenen Schrittes seinen Weg des Glaubens voranschreitet und nicht wie von der Tarantel gestochen durchs Dorf rennt. Weißt du? Das ist nicht, das ziemt sich nicht für Jesus von Nazareth. Für einen Jesus von Nazareth. So. Okay. Na, da ist auch schon mal mehr gewachsen. Es sprach der König von Sachsen, mir ist keiner gewachsen. So. Schön ist hier. Ja, genau. Wollte ich auch gerade sagen. So, huch. Drücke R3, um die Reise zu überspringen. Wie weit ist es denn? Ich guck mal. Okay, warte. Tabaga. Und das da ist Ginosa Magdala. Da gibt's ein Lied drüber. I've never been to Magdala.
La, 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 la. Irgendwie so geht das doch, oder? Da ist ein Pharisäer. Tiberias, da komme ich. Hey. Okay. Ich höre gerade eine Stimme, die zu mir spricht und sagt, Magdala ist doch im Osten. Kommt drauf an. Also ich sehe es hier, dass es im Westen des Sees von Galiläa ist. So, also, falls ihr irgendwann auch mal das Problem habt, dass Stimmen zu euch reden, glaubt nicht alles, was sie sagen. Ihr müsst nicht unbedingt das befolgen, was sie sagen. So, also ich habe jetzt immer noch nicht rausgefunden, wo ich hin soll. Alter, geht's noch? Da runter soll ich? Moment. Da ist Jerusalem. Nee, das ist Bethanien. Das Bethphage kann ich nicht lesen. Ernsthaft jetzt? Oh, nee, das ist mir zu weit. Da werde ich meine göttlichen Kräfte walten lassen. Siehste? Aha. Judäa. So. Hast du gesehen, hä? Das ist ein Wunder. Okay. Da drüben scheint eine große Treppe zu sein. Oh, hopp. Was sieht's denn hier aus? Aber da ist so ein kleiner... Was ist denn das da? Okay. Ich muss gucken, was das da ist. Sind das römische Legionen? Die da kronenbesetzt vor dem Stadttor schreiten? Oder sitzen? Nee, ernsthaft jetzt, was ist das? Ist das eine Containerstadt? Hä? Oh. Oh. Ich glaube, das ist ein Friedhof. Wieso haben denn die Gräber Gucklöcher drin? Irgendwas ist da drin. Holz oder so. Okay, ich habe so das Gefühl, das ist ein Friedhof. Das ist der Acker Gottes. Da rennt man zuallererst mal nicht rum, ja? Jesus, ne, der ist aber schon ein bisschen schief, ne? Jesus, ne. Ich krieg hier perspektivische Verzerrung hier. Was zur Hölle denn? Jesus, ne. Da, ja. Wo bin ich denn hier? Also echt jetzt... Ein bisschen Erklärung wäre schon fein. Gesundheit. So. Ich sag mal, ich gehe da hinten hin. So. Also wirklich, das ist der krasseste Friedhof, den ich je in meinem Leben betreten habe. Ich habe einige Friedhöfe betreten in meinem Leben. Ja, eigentlich nicht. So, ja, wir gehen jetzt einfach mal zum gelben Punkt. Guck mal, oh, Gold. Gold! Nee, da hat einfach nur jemand gelbe Steine hingemalt. So, Tempel von Jerusalem. Okay, ich glaube, das ist gut hier. Wenn das der Tempel ist. Soll das eine Straße sein? Nee. Dann ist die Chance recht hoch, dass das hier der Tempelhof ist, ja? Hopp. Aber da. Sei der Buff, hä? Der Bappe hat's noch voll drüber. Oh, da vorne gibt's was. Oh, guck mal da. Meine Schwiegermutter. Na? Schwiegermutter. Bitte Waren von feinster Qualität. Du bist nicht meine Schwiegermutter. Ist viel hübscher als meine Schwiegermutter. Take a look. You will find nothing better today. Okay. Was hast du denn Feines? Don't wait until everything is sold out. Ja, Bananen. Ja. Hier hast du ihr gerade ins Take a Auge look. gepiekt. You will find nothing better today. Machst du Goods gerade in service of Ausdruckstanz? the See what a highest wide range quality. of goods I have. Moment. Wessen Stand ist das denn jetzt?
Also er macht hier... ja, du brauchst dich... Junge, ja, jawohl, streck dich und reck dich, mein Bursche. Jawohl. So, okay. Take a look. Don't wait until everything is sold out. Hör mal, ich hab da mal eine ganz dumme Frage, ne? Das ist doch hier der Tempel. Was machen denn die ganzen Kaufleute in diesem Tempel hier? Sowas gehört verboten. Das ist doch der Tempel Gottes. Da wird doch nicht gehandelt. Oder auch noch mit Silbertalern oder was? Währung freigeschaltet. Okay, Währung. Der römische Denar war eine Silbermünze, die zur Zeit Jesu dem Tageslohn eines Arbeiters entsprach. Neben Denaren verwendete die lokale Bevölkerung kleinere Kupfermünzen wie den As und den Quadrans. Jüdische Bewohner Judäas nutzten auch lokale Münzen wie den tyrischen Schekel, der häufig zur Entrichtung der Tempelsteuer diente. Ja, aber jetzt mal ganz im Ernst. Was ist denn hier los? It's best to see for yourself. Sind hier... Bin ich hier auf der Shoppingmeile? Direkt vom Tempel oder was? Geht's noch? Das finde ich nicht gut. Take a look. You will find nothing better today. Hä? Ich bin doch... Moment. Ich bin doch aber im Tempel, oder? Also ernsthaft jetzt. Ich bin doch im Tempel. Wieso wird denn hier... Ist heute Markttag im Tempel oder was? Bring your own Verkaufsstand oder was? Kühe und alles? Geht's noch? Weiß nicht. Also ich meine, ich bin hier auf dem Dorf und da ist in der Kirche auch, manchmal ist da eine Katze drin oder so, gefangen. Aber eine Kuh habe ich jetzt noch nicht drin gesehen. Oh, was sieht's denn hier aus? Schämt ihr euch nicht? Ich glaube, ich muss sie aus den Zelten des Herrn jagen, oder was ist hier los? Alter, geht's noch? Du auch? Du, Brutus? Take a look and see if something interests you. Oh ja, ich sehe was Interessantes. Dein Bruder? Ja, der Bruder, genau. Ja, komm. Take a look and see Was? Nein, alles in Ordnung. So. Nee, wir sind... Nee. Okay. Sind wir im Tempel? Ich muss da hingehen. Nee, das ist nicht der Tempel. Nee, also jetzt ganz im Ernst, das ist kein Tempel. Also zuallererst mal, was wäre das denn für ein riesiger Tempel? Galileo, Galileo, let me go. Instead of a goat, it's better to buy two doves. It'll be cheaper. Was ist denn das für eine Logik? Anstatt einer Ziege kauft man besser 2 Tauben, die sind billiger. We should stay together so we don't get lost in this crowd. We should stay together so we don't get lost in this crowd. Ja. Sag mal, wie viel seid ihr in der Familie? Wie viele Zwillinge sind das denn? Drillinge, Vierlinge, Fünflinge. Ist ja schlimm hier. Okay, oh, es ist mir ehrlich gesagt zu laut hier. Da drüben brennt ein Feuerchen. Jetzt fängt er auch an mit seinen blöden Tauben. Was will ich denn mit einer Taube? Soll ich die Taube melken oder was? Was macht der da? Der macht Morgengymnastik. Ich gehe mal hier ans Feuerchen. Ich bin ja bis hierher gelatscht quasi. Da muss ich, glaube ich, das Feuerchen hier anzünden. Ne, das ist ja schon an. Okay, dann nehme ich hier die Fackel. Die Fackel der Weisheit. Komm her. Gib mir die Fackel. Okay. Die Fackel der Weisheit kann leider nicht entzündet werden. Es tut mir sehr leid. Ja. So, da drüben gibt's irgendwas. An diesem Ort hat sogar das Gebet seinen Preis. Geht's noch? Und du? Moment, ist das hier jetzt wirklich der Tempel? Okay. Dann müssen wir mal gucken, was hier los ist. Hoppala. Tempel reinigen. Wirft die Tische der Geldwechsler um. 3 Stück. Tiere freilassen. 4. Lass die Vögel aus ihren Käfigen. 3. Göttliche Sicht L1 kann helfen. Optional. So, dann lass mal gucken. Die Tische der Geldwechsler. Ja, jetzt gib mir mal, wo ist denn... Also auf göttliche Sicht. Gebt mir göttliche Sicht.
auf das ich finden kann die Tiere und die Tische der Geldwechsler. So, ich werde jetzt hier gleich aggro. Echt jetzt. Jetzt werde ich aber wild. Was ist denn das da? Weg damit. He's throwing the money all over the ground. Ja, schmeiß Geld rum. Weg damit. Ich glaube, es brennt oder was. Was ist denn mit dir? Our coins! Ja, That man is destroying everything we've worked for. laber nicht. Du kannst doch nicht hier im Tempel... Was ist denn das da? Du kannst doch nicht hier... Wir sind doch hier nicht auf dem... Keine Ahnung. Auf dem Jahrmarkt. Weg Someone damit. stop that madman. He's Nix da. destroying the tables. So, Tiere freilassen. Gebt mir ein paar Tiere und ich werde sie befreien. Kann ich den auch noch kaputt machen? Our Da, zack. coins! Ich sag dir was. Ich mache hier alles. Ich mache hier Tabula Rasa. Das kannst du aber glauben. Jetzt pass auf, wie ich jetzt gleich hier rumrenne. Und alle hier, alle Händler. Mach dich ab. Place even Ach so, ja, das war ein anderer. So. Wer so da steht, ne, der hat was zu verbergen. Instead of a goat, it's better to buy 2 doves. It'll be Ich- cheaper. Ich kauf dir gleich mal 2 Hunde, Mädel. Mach, dass du abkommst. Was ist denn mit dir? Gebt mir ein Tier. Ich will Tiere befreien. Da ist ein Tisch. Da ist ein Bier drauf. Okay. So, komm mal her. Gibt's denn hier keine Tiere? Du da. Gib mir ein Tier. So, pass auf. Ich höre eine Ziege. Ich muss mal hier den Jesusblick drauf machen. Hier gibt's nix. Also. Was muss ich noch machen? Tiere freilassen und Vögel in ihren Käfigen. Wo soll ich denn Vögel finden? Ich sehe nix. Ich glaube, ich habe hier schon... Mein Werk ist hier getan. Hier ist schon alles befreit. Das war hier wohl... Das war die Händlerecke. Okay, jetzt gehen wir mal da rein. Okay, wie sieht's hier aus? Aha. Aha. Das kenne ich. Da musst du dran drehen. Und dann kannst du deinen Wunsch vorbringen. Also so... Ich will den Dolch. Bitte. Kennt ihr das noch? So, was ist das? Becken zur Waschung. Was ist denn das? Das Waschbecken, ein großes Becken für rituelle Reinigung, hatte eine tiefgreifende symbolische und rituelle Bedeutung, die in den jüdischen Tempelpraktiken verwurzelt war. Es wurde ursprünglich im Stiftszelt eingeführt und später im Tempel Salomos verwendet. Die Priester wuschen darin ihre Hände und Füße, in dieser Reihenfolge, bevor sie heilige Dienste verrichteten, was die Notwendigkeit der Reinheit vor dem Nahen zu Gott betonte. Okay. So. Was ist denn das hier? Hör mal, ihr dummen ihr guten Schäfelein. Hört mal zu. Ich würde euch gerne befreien, aber ihr seid schon frei. Ich mein's... Alter, was ist denn das für ein Schaf? Das ist ein bisschen krasses Schaf hier. Oh. Ich habe so das Gefühl, wir sind in der Metzgereiabteilung, ja? Also dieses eine Schaf macht mich fertig. Komm, wir gehen mal zu den Brudis darüber. Was ist denn das da für goldenes Timmeltammel da? The weather is perfect for a walk today. We should repair the fence before the animals stray too far from the village. Carpenter shop? The well seems busier than usual today. Okay, wenn ihr das sagt. I need to buy fresh bread for dinner. The Roman occupation brings tension to our town. Macht mir gar nichts. Hast du gesehen, hä? Bin ich ein Kerl oder was? So. Okay, ich bin hier in der Metzgerabteilung, aber hier will ich nicht sein. So, was gibt's? Oh, guck mal, der tanzt wieder. Kann ich dir vielleicht helfen, mein Guter? Go away from Nee, me. ist schon in Ordnung. Ich mach das doch gerne. Komm mal her. Zack. Mal ein bisschen Leute retten. Your obedience and faithfulness will bring salvation to many. Trust in my presence So. and power that guides Komm rüber.
Den haben wir gleich gerettet. Das ging schnell, ja. Kaboom! Und wieder einen von seinem Leid befreit. Wo ist er denn hin? Weiß ich nicht. So, ich muss mich noch ein bisschen umgucken. Sieht man das irgendwie? Hoppala. Auf der Karte vielleicht, wo ich hin muss? Nee, das ist Exorzismus, Becken zur Waschung, Währung. Oder gilt das hier überall? Aber das ist... Oh, Alter, was ist das für eine riesige Stadt hier? Exorzismus, Predigt, Jerusalem. Also das ist Jerusalem. Okay. Nee, ich bin schon hier irgendwie richtig, aber... Thank you for saving me. Okay. Habe ich doch gern gemacht. Brauchst mich trotzdem nicht so komisch anzugucken. Okay. The weather is perfect for a walk today. Guck nochmal. Okay, wo bin ich denn jetzt halt? Hier. Ah, hier. Ja, da war ich schon. So. Dann gucken wir mal. Links geht's nicht raus. Rechts auch nicht. Okay, dann müssen wir hier zurückgehen. So, ich mach mal hier. Ich bin ja eigentlich noch im Agro-Modus, fällt mir gerade ein. Mann, ey. Ich bin ja hier der Tempelreiniger. Will ich ja noch hier machen. Dafür bräuchte ich aber noch ein paar Täubchen, die ich befreien kann. Was gibt's hier? Geld! Weg damit! That man is destroying everything we've worked for. Was macht denn ihr 3 Pharisäer da so? Steht denn ihr da so letztohrig da rum, hä? Okay, was willst Watch du? your steps, Galilean. Okay. Watch your steps. Friede sei mit dir. Sometimes the silence speaks more than the words. Okay. Trotzdem Friede sei mit dir. Was er gerade gesagt hat, sprich mich nicht an. Kann ich nicht leiden. Hat er gerade gesagt. So, ich hab... guck. Hinaus! Meine Freunde! Ihr seid frei! Und auch ihr, meine zickigen Freunde, auch ihr seid frei! Und du genauso. So. Sehr schön. Jetzt brauche ich noch ein paar Tauben. Ah, die Tauben fliegen gen Himmel. Oh, ich muss noch ein paar Tiere freilassen. Gut, also Taubenkäfige sind so länglich, ja. Gut, dann gucken wir mal. Da rennen sie rum. In wilder Freiheit. Da drüben steht wieder so eine Frau, so komisch gebückt. Er hat doch bestimmt was zu verbergen. So, auch ihr seid frei. So, Schafe haben wir. So, und hier haben wir noch ein paar Täubchen. So. Gucke, hä? Da. Ja, aber jetzt... Ist das jetzt besser? Wenn jetzt hier überall Ziegen und Schafe rumlaufen? Weiß ich nicht, ob das besser ist. Hier, da sind noch ein paar Tauben. Die lassen wir noch los. So. Stell die Pharisäer zur Rede und sprich über den wahren Zweck. Ja, Moment. Die Pharisäer da oben. Ja, die kenne ich. So, erstmal machen wir mal hier ordentlich Rambazamba hier. So, pass auf. Ja, genau. Alle raus hier. Mäh. Gut. Und jetzt zu euch. Ihr falsche Pharisäer da oben. Was ist denn da los, hä? Was macht denn ihr hier? What do you think you're doing? Was glaubst du, was du da tust? Das hier ist ein heiliger Ort. Ja, ist es. Genau deshalb habe ich's getan. Das war Ordnung. Festgelegt durch das Gesetz. Dieser Ort sollte ein Bethaus sein. Doch ihr habt ihn zu einem Marktplatz gemacht. Außerdem siehst du dumm aus. So. Du hast keine Vollmacht, hier etwas zu verändern. Du hast einen Blick wie 3 Tage Nudelsuppe, hey. Ich verändere nicht, ich stelle wieder her. Du weißt, das wird Folgen haben. Und du weißt es auch. Aber manchmal muss die Wahrheit die Mauern erschüttern, bevor ihr jemand zuhört. Das ist eine bedeutungsschwangere Sätze hier. Wenn du so weitermachst, bringst du Rom über uns alle. Vielleicht hat das Gericht schon begonnen? Vielleicht solltest du dich fragen, ob es nicht schon längst begonnen hat. Das Gericht des Himmels. Braune Nudelsuppe ist das Gericht des Himmels, sag ich jetzt mal so. So.
Ihr Naftel. Ich gehe jetzt, gell? Braucht man nicht so komisch zu gucken, besonders du nicht. Ja, nee, mit dir rette ich. Euch. Kollege, ja? Brauchst du dich nicht noch hinzustellen und irgendwie so, was du nur, was der nur sagt, ne? Vergiss es. Gilt auch für dich, gell? Gut. So. Ich gehe jetzt. Aber wenn ich noch irgendwo Geld auf dem Tisch rumliegen sehe oder so. See what a wide range of goods I have. Ja, zeig mal her. Was hast du denn Feines? Wo hast du denn da dein Geldtisch zum Beispiel? Zeig mal her. Interessiert mich sehr. Dein Tisch voller Geld. Wo ist er denn? Hast du Glück gehabt, hä? Hast du schnell in deine Reisesparkasse gemacht. So. Ich gehe jetzt hier raus. Ich halte es hier nicht mehr aus. Bäh. So. Als Jesus den Tempel verließ, bemerkte er einen Mann, der ihn aufmerksam beobachtete. Er spürte, dass dieser Fremde die Straßen und Schatten Jerusalems nur zu gut kannte und erkannte sofort, welche besondere Ergänzung dieser Mann unter seinen Jüngern sein würde. Apostel gefunden, Apostelübersicht öffnen. Oh, was habe ich denn da gefunden? Moment. Matthäus, schließe die Aufgabe ab, um den Apostel zu berufen und um die Aufgabe anzunehmen. Oder Judas, schließe die Aufgabe ab, um den Apostel zu berufen. Ich mach mal eine Matze, ja? Achso. Achso. Moment. Wo denn? Da drüben? Warte, da. Hä? Irgendwo muss der Matze doch sein. Moment, ich guck mal, ob der da drüben ist. Ja, aber ich will doch den Tempel verlassen, weißt du? Ist doch das die voll falsche Richtung. Oh, sorry, dass ich... Also, nee, nicht sorry. Das hat hier nichts zu suchen. Wenn das hier nicht alles rumstehen würde, dann würde ich auch nicht drüber hüpfen. Damit das klar ist. Lass mal gucken, wo ist denn der Matze? Hier geht's doch aber gar nicht weiter, oder? Ah, ich glaube, ich hätte da vorne... Ja, ich muss da vorne rausgehen. Matthäus berufen, nähere dich dem Zollstand. Wo ist denn der Zollstand? Ich kenne den Zollstock. Aber nicht den Zollstand. Mann, ey. Jetzt wird's aber spannend. Jetzt wäre richtig schlecht, wenn jetzt die Folge enden würde. Das wäre richtig, richtig übel. Das würde ich mir nicht verzeihen. It's always like this before the feast. Noise, animals, shouting.